Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Fire Emblem Engage. Genau. Und letzte Folge haben wir halt dieses epische DLC-Kapitel mit Hector abgeschlossen. Und damit sein Emblem bekommen. Und ich hoffe immer, dass wir eines Tages mal noch ein DLC-Emblem von Eliwood finden würden. Klar, ich meine, damit wären alle drei von dem Spiel eigentlich vertreten, die Hauptcharaktere. Aber ich glaube, es ist auch ein Spiel, was verdient hätte. Das, glaube ich, sogar das einzige Spiel ist, wo irgendwie, ja, wirklich so halt direkt halt drei Hauptcharaktere sind. Ich meine, gut, ja, bei Fates, ja, bei Fates kann man natürlich, okay, Karte geht noch nicht. Bei Fates könnte man sich theoretisch ja auch sagen, hey, dann sind wir alle verdient dabei zu sein, aber es wären so viele DLC-Charaktere. Und bei anderer Seite, es gibt schon so viele DLCs, die bereits released wurden. Ich glaube, zum Zeitpunkt, wo das Video hier raus ist, haben wir schon das dritte, vielleicht sogar das vierte DLC schon. Und ja, bei dem Tempo haben vielleicht wirklich alle wichtigen Charaktere klingt so doof, aber ist halt so. Wichtigen Charaktere aus sämtlichen bisherigen Fire Emblem Spielen. Wir haben ja auch schon Marv und Tiki her aus dem ersten Fire Emblem Spiel. Macht durchaus Sinn. Okay. Dann gehen wir mal los. Ich glaube, haben letzte Folge Dinge noch gemacht, die Embleme? Also geguckt, welcher nicht irgendwie eins, glaube schon war. Ich habe noch ein bisschen offscreen geguckt, was andere irgendwie so mit Kombinationen machen und irgendwie ganz wildes gefunden. Auch zum Beispiel, dass irgendwie Bushiro gar nicht so ein guter Charakter eigentlich sein soll. Also geht es eigentlich darum, welche von sogenannten Tierlisten, also sprich, welche Charaktere irgendwie das beste Wachstum hätten, Wachstumsraten etc. etc. Da soll Bushiro eigentlich relativ weit unten sein, hat aber eigentlich mit seinen Gesamtwerten zu tun. Weil eben, man sieht es auch hier, Magie gar nichts, also eine Magieaxt kann er nie verwenden. Und solche Geschichten halt. Und ja, wird halt interessant für uns, wa? So. Ist egal, wir machen direkt weiter. Und zwar. Hallo? Mann, Spiel. Zurück nach Somniel. Was wir vergessen haben zu gucken, ist wegen dem Angeln. Mist, ich wollte gucken, wie man das mit dem Angeln erhöhen kann. Verdammte Kacke. Das wäre jetzt mein Fehler gewesen. Okay. Aber egal. Wir sind zurück aus dem DLC-Kapitel, deswegen würde ich sagen, wir bleiben hier gar nicht so lange in Somniel. Und ich würde eigentlich gerne noch die beiden anderen bereits verfügbaren Sidequest-Kapitel machen. Also sprich die mit Ike und Byleth. Und dann nochmal ein bisschen hier in Somniel gucken, was wir alles optimieren können. Weil ich glaube, sie hat kein neues Meisterziegel, was ich eigentlich dringend bräuchte. Nee, ein Zweiziegel bringt mir gar nichts. Obwohl, hat sie noch irgendwie... Antologan Pura... Ich habe auch schon verbraten. Idiot. Purativ, ja. Was ich aber sicher habe, sind die ganzen, nicht Heilmittel, sondern die Gegengifte. Ich meine, nichts so ungut, aber das sind so viele mittlerweile. So, ich behalte mal 3 Stück aber nur, weil es schön aussieht. Ich habe 3 Heilmittel noch, obwohl kaum. Machen wir so, auf 3 und 2. So, und dann haben wir Elixier noch. Weihwasser, Fackeln, den Rest. Ja, nehmen wir bald verteilen. Auch den Draco-Shield und so. Und Talisman. Die braucht es eh nicht. Achso. Ist noch irgendwas von anderen Dingen? Ich glaube nicht. Wir haben da ja erst vor kurzem ein paar Dinge eingekauft. Silberschwert verkaufen, das kommt eher nicht in Frage. Also irgendwie Silberaxt, das wäre schön doof. Zum jetzigen Zeitpunkt, später vielleicht schon mal. Das will ich nicht mehr brauchen. Gegen Stahlbogen könnte man weg, das stimmt. Dritte Stufe, zweite Stufe, erste Stufe. Und Stufe zu Stufe. Was haben wir hier noch Schönes? Ist noch irgendwas Brauchbares im Sortiment? Und jetzt schon zu Tausende haben. Gut, Panzerbrecher. Ein Wurmtöter, aber sehr selten gebraucht. Das haben wir noch. Stahllanzen, ne, Silberlanzen, wenn schon eher.
da ist noch nichts. Auch die haben wir schon zu Genüge. Langbögen. Noch ein Inventar, aber sonst auch... Na komm. Sicherheitshalber. Hat auch noch 2 im Lager. Elfenflut, Elfenlicht. Eigentlich momentan auch nichts. Obwohl, vielleicht, wenn ich Sedi wieder mitnehmen könnte, dann vielleicht schon. Denn dann gibt es ja unendlich viel, okay. Dann mal gucken. Quatsch mitunter. Aber kann hier sowieso nichts Neues machen, wa? Ein 26, ja, schön, aber trotzdem. Solide Angelprofi, wie kriege ich denn die? Wir will noch einen Fisch morgen einfach, okay. Mit der einfachen Angel habe ich schon fast alle, wa? Brauche vielleicht erstmal alle normalen Fische mit der einfachen Angel und kriegt dann eine bessere Angel? Das könnte natürlich sein. Ich glaube, wir müssen erst so machen. Wobei es sind alles Fische, die ich bereits habe. Super. Wir können es mal testen, sonst muss ich mir echt mal irgendwie notieren, dass ich das mal recherchieren muss. Ja, ist ein kleiner Schatten, damit trotzdem nichts Tolles dabei sein. Natürlich sein könnte, ist, dass wir noch zu früh im Verlauf der Story sind, aber da glaube ich eher weniger. Ja, schon bereits bei Kapitel 15 oder so. Ich meine, so viele Kapitel kannst du nicht mehr geben. Maximal 30, sage ich jetzt mal. So aus Erfahrungswerten von früheren Feiern im Spiel hätte man mal gesagt, maximal 30 Kapitel hier. Das heißt, wir haben die Hälfte ungefähr. Kann man da nicht vorstellen, dass wir eine solide Angel, eine Profi-Angel wirklich sehr viel später kriegen und kurz vor Schluss erst kriegen. Aber wir werden sehen. Was ich mir eben wirklich eher vorstellen könnte, ist, das heißt, hey, ich muss erstmal alle Fische fangen, die man mit der kleinen Angel fangen kann. Dann kriege ich die solide Angel, muss ich dort erstmal alle fangen, wenn ich mit der soliden Angel fangen kann. Und dann kriegt man die Profi-Angel. Das wird, finde ich, irgendwie noch Sinn geben. Dankeschön. Guter alter Hering. So, mit Zombie-Angeln. Wenn wir, glaube ich, sagen, gehen wir nachher nochmal ganz kurz in die Arena. Da werden wir ihn 3-mal gratis trainieren können. Machen das schnell, dann vielleicht gucken wir mit Wyvern ran, ob es was Neues gibt. Ich glaube, 2 eher weniger. Beigucken kann ich ja trotzdem. Noch ein paar Support-Gespräche. Ich könnte noch ein paar irgendwie sagen, wir sollen zusammen Zeit verbringen und so. Aber besserer Support, beziehungsweise einen höheren Support-Rang wäre das ja dann. Ja, wir werden sehen. Und Hossa! Ja. Das war jetzt irgendwie nichts Besonderes. Klar, dank Zombie geht schneller, ist natürlich schon klar. Okay, warte mal. Wir haben ja hier, wo wir auch was machen können. Dass ich nie sehe, was die für eine Beziehung haben. Dass irgendwie einen Einfluss hat, aber die Unterstützung ist immer noch so unbekannter Level. Kraft in neue Schwierigkeit, ja, das interessiert mich ja weniger. Ringkampf machen wir später nochmal. Ich glaube, ich habe eh nicht nochmal, oder habe ich schon wieder 1000? Weil wir gerne ein paar Ringe schmieden. Hätte man so das Problem, du kannst Ringe schmieden, was eigentlich wichtig wäre. Du kannst auch die Banddinge einsetzen, um Fähigkeiten zu erlernen, was eigentlich auch wichtig ist. Ja, ist noch knapp 1000, Mist. Also nicht mal. Lohnt es denn so nicht.
Dann würde ich es gerne einsetzen. Ja, da müssen wir eine Waffe geben wieder. Bisherigen, okay, Eti lohnt sich nicht. Yunaka kommen. Yunaka hat das Gefühl gehabt im letzten Kapitel, die ist nicht mehr so stark wie auch schon. Aber mir fehlt der Support von Mikaya. Das war auch die Zeit vorbei, wo ich hier einen Mag gegeben habe als Unterstützung. Ich müsste halt viel eher wieder auf einen physischen Typen geben. Den Angriff halt. Ja, KP mehr, Geschwindigkeit mehr, sorry, aber das war eher schwach. Hast du nicht extra... Warte mal. Haben sogar bei ihr schon überlegt, ob ich bei ihr... Moment. Bei ihr mal die Klasse komplett wechseln soll. Um 2 Ziegel. Ein Dieb ist halt so... Ja, kannst du machen, aber... Um 20% erhöht die Erfahrung eigentlich schon viel. Die Frage ist mir bei Yunaka Stelle ist, sie meint, sie hatte schon gute Werte. Zweitens kann ich sie auch zum General so machen. Kann ich sie eigentlich irgendwie zum Helden machen oder sowas in der Art? Dafür fehlt mir unbedingt ihr Schwertmeister. Es empfehlen durch Schwertfähigkeit. Die könnte man ja lernen. Weil Ex habe ich ja auch schon drauf. Dann Held. Wir haben noch gar keinen Helden war im Team. Ein bisschen Job bei Behendigkeit, Geschwindigkeit, Verteidigung. Wird dafür aber die Stärke erhöhen. Die Kriege haben wir eigentlich schon. Ne, warte mal, das ist ein Berserker, Entschuldigung. Mit Axt und Bogen wäre es irgendwie auch nice, wa? Schwerttreter, ne, sowas schon eher weniger. Aber ich habe wohl keine Klasse, die ich ergeben könnte, wodurch sie keinen Verlust hätte. Bewerte man ich halt. Ein Rittmeister. Ein Rittmeister. Oh, Geschwindigkeit runter. Macht natürlich Sinn. Wolfsritter. Einen zweiten Wolfsritter, wa? Wolfsritter lächeln mich ein bisschen an, muss ich zugeben. Ist auch eine erfahrene Klasse, wobei ich mich frage, woraus wird... Was ist die Grundklasse, die Basisklasse vom Wolfsritter? Aber egal. Ja, wenn eine berittene Einheit, okay. Aber ich hätte nachher mit Axt und Dolch. Und Merini dabei haben, hat Schwert und Dolch. Das heißt, Yunaka könnte den Dolch behalten. Ich würde ihm noch irgendwas geben, axtmäßig, sogar so eine Orkanaxe so, wo sie Magie einsetzen könnte. Wäre eigentlich geil. Ich bin unsicher, Freunde. Ich bin echt gerade ein bisschen unsicher. Was ich bei Yunaka aber eher machen möchte, ganz kurz. Du musst hier ein bisschen trainieren, Mädchen. Ja, ganz kurz gucken, wo... Na, warte mal. Machen erst ein normales Training, eins am anderen. Bei Yunaka muss ich wirklich gucken, was ich da mache. Irgendwas müssen wir machen. Chloe, wenn wir nochmal Yunaka, damit es ein bisschen hochgepusht wird. Nee, die macht keinen Sinn. Am besten will nicht. Und Hogado, komm. Dass ich nicht die Waffe wechseln kann, ist irgendwie doof. Ich bin doch hier im Trainingsmodus. Der trifft auch noch. Netter Doppelkrieg. Ich glaube das nicht, ey. Ein Punkt. Ein mickriges Pünktchen. Fogado, das kannst du nicht machen.
Das ist einfach so, nee. Junakatsu Wolfsritter, doppelte Front mit Merin, beides Wolfsritters. Irgendwie hätte es was. Beide physisch mit dem Dolch und magiemäßig mit Schwert oder Axt. Also kämpfen gegen Claude, gerade jetzt erst, wieso denn das? So, man merkt, er will unbedingt das Level Up haben. Ja, die Magie geht hoch, okay, gut. Ja, damit kann ich leben bei ihm. Weil dann hat er einen physischen Angriff halt bei... Ja, stimmt, eigentlich müssen wir den Ring müssen wir eigentlich den geben, das wäre eigentlich perfekt. So. Was wollte ich sagen? Genau, dass ich, Magie bei ihm. Dass er halt, dem physischen Bogen oder physischen Angriff halt gegen andere Magier und so ankommt. Natürlich auch Pegasus Ritter zum Teil. Und sonst mit dem Sonnenbogen, also mit Magie angreifen könnte. Wäre eigentlich schon cool. Okay, warte mal, Fähigkeiten erben. Da müssen wir ganz kurz gucken. Bei Juna kann man so ein paar FP jetzt haben. Oh, auch nicht so viel, wie er gerne hätte. Oder gucken, ob sie von Tiki was lernen können. Das ist Sternkugel. Ja, gut. Dafür muss ich noch ein bisschen was machen, Kleines. Ja, Mist. Wollte dann irgendwas geben wie... Haben die überhaupt sowas? Warte mal. Nahkampffokus. Axtwacht. Hat keiner der anderen Ringe die Möglichkeit, dass sie irgendwie weitere Waffentypen erlernen können? Also nur Bogen und Fokus und so, weil wenn wir erinnern, Marv, Sigurd und Leaf und auch Roy, die können sowas ja vererben, aber hier sehe ich immer nur sowas. Ja, bringt mir gar nichts. Okay, alles im Hinterkopf vorne, dass ich Junaka vielleicht zum Wolfsritter mache. Dass sie die einzige Einheit ist, wo ich sage, okay, cool, dann machen wir dir tatsächlich mal, packen ein Wechselsiegel drauf. Die Vorstellung davon hat irgendwie was. Ich weiß nicht warum, irgendwie finde ich die Vorstellung ganz geil. So, gucken wir einen an. Noch Rebecca. Ja, komm. Ich glaube, die können wir noch machen. Florina, so. Ball auf noch gar keine Ringe. Ja, gut, wir haben die meisten Freehouse-Charaktere auch schon hier. Ach, stimmt, muss man mal gucken, wa? Gar nicht gemacht, ich Trottel. Warte mal. Das sind ja beide zusammen mit dem Freehouse-Ring einsetzen. Warte mal, Beile, 4. Citron und Beile. Wenn müssen wir in eine Doppelkombi starten. Wenn Citron mit Beile ist, müssen wir einen Charakter wählen. Ein Freehouse-Ring, wo es irgendwie Sinn. Ja, komm doch, gib ihm den. Komm. Das hat auch schnell 5, da passt's. Ich muss echt mal dran denken, dass er Beile zusammen mit Edelgard einsetzt, weil ich gerne mal sehe, ob das irgendwie in der Kombi was ändert. Wäre doch irgendwie cool. Okay, dann Enzyklopädie, Band, ist noch was? Jo. 理解し合うには互いの大切なものを知ることが肝要だ。シトリニカは何を大事に思っている？大切なもの？悩むまでもなく仲間のみんなね。ベレトの場合は教え子でしょ？ Ich würde sagen, die Kombi passt bei denen. Irgendwie Citrin Beilev, das fühle ich irgendwie. Weiß auch nicht. Aber warte mal, wenn ich schon mal hier bin. Kann ich gerade bei Fogado und Citrin gucken, ob die irgendwie Fähigkeiten erben können. Jetzt neu. Weil sie auch einen höheren Rang haben. So ein Kumpanen, yo. Linie. Trage immer eine coole Ding. Stärke Bändigkeit plus. Das ist ab Level 7, war. Kostet mir ja auch viele FP.
Bis dahin halte ich noch durch, aber ein Linie-Ding hätte ich gerne mal. Und finde ich ja ganz cool. Beilev, Glück +2, göttlicher Puls. Missglückte Attacke kann sich in einen Treffer wandeln. Chancenprozent gleich 30. Für ein Glück größer die Chance, okay. Erfahrung mal 1,2. Ich meine, ich habe momentan ja Beilev bei ihr ausgerüstet, da kann ich genauso gut erstmal bei ihr noch auf den Glückswert erhöhen. Unvereinbar? Ja, halt momentan geht's nicht. Hä? Ich meine, Zuweisung an trotzdem, das ist schon mal cool. Huch, Entschuldigung, das war falsch. Hier wollte ich. Magie +2 heilendes Licht. Na komm. Magie +2 behalte ich mal noch. Ja, Großzügigkeit. Das ist aber halt so ein Ding, dass ich die eigenen Fähigkeiten individuell nicht irgendwie wechseln kann. Und ablegen kann. Das fand ich bei Awakening besser. Tatsächlich. Okay, dann die haben wir durch. Da mal gucken, was haben wir hier alles Schönes. So, geht aber. Lui, はい、アイビー王女。あなたはいつもニコニコしているのね。そういうわけではありません。もともとこういう顔なのです。そう。不思議ね。私はあまり感情を表に出さないから、余計に気になるのかもしれないわ。アイビー王女の笑顔は確かにあまり見たことがありませんね。見たいな。ルイ、何？僕は女性が仲良くしている姿を見るのが大好きです。本当に何を言い出してるの？ですので、アイビー王女のそのようなお姿もぜひ見てみたいなと思いまして、ニコニコ笑うアイビー王女と女性たち、その光景を想像しただけで、僕はもう。Das ist ziemlich creepy. Ich weiß, was er damit beabsichtigen will, der gute Louis. Er meint es nur gut, aber die Art, wie er es sagt, und vor allem, wie er sich dazu noch bewegt und dieses Grinsen dabei, wo du das Gefühl hast, er wäre irgendwie ein Perverser oder so. Das ist ganz übel, die Kombi. Auch wenn er es nicht so meint, aber es ist. Oh. 勝手に妄想を膨らませないでほしいわ。まずはアイビー王女から笑顔を引き出さないといけませんね。ということですので、今後少々お付き合いを願います。己の欲望を満たそうと強引に進めるその度胸、嫌いではないわ。いいでしょう。フィレネ王国の騎士ルイ、私を笑顔にさせる策があるのなら試してみなさい。はい、必ずや。Hä? Das klappt wirklich? Abgesehen davon hat es doch bereits gelächelt am Schluss. Also, sorry, aber naja. Gut, Freunde, wir brechen auf. Ich meine, wir können noch so vieles tun hier, aber nee. Wollen wir ein bisschen vorwärts machen? Wir brauchen mal das Siegel für Etier. Ich glaube, das kriegen wir aber leider erst mit dem nächsten Hauptkapitel. Ich würde aber trotzdem gerne mal jetzt die Sidequest-Kapitel beginnen. Also, kann man wieder überspringen. Gefährgürtel Kapitel, was? Was ist jetzt los? Ja, was ist hier los? Doch ein Hinweis. Ja, die beiden haben wir. Hier ist ja, was das sein soll, keine Ahnung. Aber man kann ja auch schon rein. Die Dinger sind ja weitere DLC-Embleme, sag ich jetzt mal. Die holen wir uns aber später. Den hier gab es sogar als nächstes. Das wird irgendwie Sinn machen. Den wir noch ein bisschen aufsparen. Ich meine, den müssen wir eigentlich erkennen, wa? Meine Magma-Höhle. Also, ich sage jetzt mal erkennen im Sinne von meinen bisherigen Fire Emblem Let's Plays. Kommen eigentlich beide Orte ein bisschen bekannt vor. Die Untergrundpassage eher. Magma-Höhle, ja, ein wenig. Nur ein wenig. So. Wieder zur Weltkarte. Da sind eigentlich die Gegner nie in Somnil überraschen, ganz ehrlich. Ich meine, klar, das sind sicher Orte und so, aber
kann mir ein bisschen mir vorstellen, dass der so sicher sein soll. Okay, Heilige Gruft, da ist die Quest mit Beileib, die machen wir dann später, weil auf Level 5 im Durchschnitt finde ich ein bisschen hoch. Machen wir die hier. Fest mit der Hoffnung, dass die mit Ike, das wird sicher spannend. Oh, Ike wird mich so zur Sau machen, ich sehe es jetzt schon. Warte mal, das heißt, er kann ihn gar nicht einsetzen. Oh nein. ここは一体どこでしょう。俺の世界にあったゲバル城とよく似ているな。それはどういう場所なのですか。クリミアとガリアという国の国境付近にあった城だ。なるほど。試練を与える場所としてここが選ばれたわけか。試練。敵だったデイン王国に追われていた俺と仲間たちはその城で包囲された。奴らとの戦力差は圧倒的で脱出路は完全に断たれていた。しかも親父が死んで俺は団長になったばかりだった。つまり俺が初めて大きな試練を迎えた場所というわけだ。そんなことが。その絶望的な状況でアイクはどうしたんですか。当然戦ったさ。大切な妹と仲間たちを守るために。あんたがもし同じ状況に立たされたらどうする。私も戦うと思います。誰も失いたくありませんから。そうだな。そうするだろう。だがここは試練の場だ。覚悟は口ではなく行動で示してみろ。試練。戦いというのですか。アイクと。ああ。この戦いを乗り越えれば俺たちの絆はさらに強いものとなるだろう。わかりました。でも負けませんよ。あなたを必ず乗り越えてみせます。その意気だ。さあ、始めるぞ。Ach ja, das war noch Zeit im Freunde mit Path of Radiance. Schönes Spiel. Obwohl das damals ja mit Ike seinem Vater und vor allem dem Schwarzen Ritter sehr, sehr traurig und vor allem auch heftig war. Alter, ich weiß auch, ich damals fast schon ein bisschen Schiss hatte vom Schwarzen Ritter. Der war aber auch übel, ey. Gibt's hier leider nicht, wann wir spielen. Ich würde gerne mal ein Aufeinandertreffen mit Ike und dem Schwarzen Ritter sehen. Och nö, Ike, muss das sein? Oh, das ist aber fies. Wo ist du überhaupt, Alter? Ike? Ah, da oben. Sehen schon. Muss ich abhauen oder was? Nee. Emblem gepanzerter. Das war damals noch ein bisschen anders. Natürlich hat er schon alles in Waffen dabei, ist klar. Okay, ich sehe viele. Das ist mal einen guten Mischmasch. Wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich sehe keine Magier. Doch, natürlich muss irgendwie einer. Zwei. Mit Elfendonner. Oh, da wird ein Spaß. Also die kommen von links, von rechts. Oh, die kommen von allen Seiten. Da ist scheiße. Das heißt, ich brauche eigentlich 3 Tanks im besten Fall. Ja, vielleicht kann ich aber 2 Tanks verkürzen und an der dritten Seite anlocken. Und dann meine eigenen Mages und so aus der Ferne platt machen. Okay, warte mal. Die Einheiten. 9 Stück können wir mitnehmen. Das klingt schon mal gut. Timira hat viel vertan, müssen wir gleich noch ein bisschen erhöhen. Dann habe ich Louis. Das Louis mitnehmen ist wohl klar. Fogado, Elegade. Erstmal will ich gerne gucken wegen Tanks. Für gut Tanks. Sind wir schon bei Timira. Ich will gleich einen anderen Ring bekommt. Citri mit Beilev ist eigentlich auch schon gesetzt. Warte mal, was haben wir denn so eine Verteidigung? Ivy ist eigentlich nicht so schlecht in Verteidigung. Jade. Nee, komm, nehme ich lieber noch Alfred mit. Das letzte Mal leider pausiert. Die bleiben noch weg. Ich überlege mit Celine, ob sie, aber ich glaube, wenn ich hier nur 9 mitnehmen darf, ist sie nicht die beste Wahl. Ich nehme noch einen Flieger mit. Für Einfrieren, Schweigen. Schwierig.
Für die Reichweite brauche ich sicher, warte mal, ich brauche die beiden garantiert. Bushiro und Hector will ich halt gerne mal testen, das funktioniert in der Kombi. Weil er so viel, verdammt viel KP hat. Der könnte es noch relativ gut durchwalzen. Ja, Demon ist halt auch so eine Tausendsache, der walzt sich auch durch alles durch, was die Gegner haben. Er ist doch schneller als Bushiro, aber trotzdem, da fehlt noch einer. Ich glaube, ich habe Citrin noch zum Heilen, aber ist eigentlich eher doof. Wieder mal nur 2 Mages dabei. Warte mal, Alfred, Lin, Louis. Die 3 eigentlich in der Verteidigung. Toll. Ivy, Chloe, Yunaka oder Merin. Wen nehme ich jetzt mit? Merin ist halt schnell, andere mit dem Donnerschwert. Chloe ist zwar in der Hinsicht auch nicht schlecht. Hier wäre halt nochmal eine sichere offen. Warte mal. Fogado, der kann ja auch mit dem Sonnenbogen angreifen. Ne? Der hat auch einen magischen Bogen, darf man nicht vergessen. Chloe hat schon ein hohes Level, Ivy auch. Ich habe trotzdem nur einen Schützen dabei. Elfenflut, Elfendonner, Elfenlicht, Elfenwind, aber gerade momentan nicht dabei, brauche ich auch nicht. Ich würde tatsächlich sagen, ich gehe, auch wenn ich einen gerne Yunaka einsetzen würde, aber ich gehe eher auf Merin. Und gebe euch dafür noch ein paar gute Ringe. So. Einfach der hier. Stärke, Beschleunigkeit, Geschwindigkeit. Ne, warte mal. Der kriegt Merin. Achso, der hat schon. Entschuldigung, haben wir nicht gesehen. Sorry, Leute. Hat schon Diamant drin. Ich brauche vor allem einen noch mit ein bisschen Defense. Konrad wäre eine Option. Gucken, was andere noch so hätten. Oder der Ardenring. Na, dann bereits mit Luft, der bringt hier sowieso nichts. Wieder nochmal ein Hectorring. Ja, sie braucht schon einen Defense-Ring, das ist schon richtig. Set ist mir der Magierring. Ja, komm. Und dann habe ich ja Connors auf Behendigkeit plus Verteidigung. Ich habe noch mehr KP, Stärke und Verteidigung, komm. Behendigkeit, Geschwindigkeit ist eigentlich schon gut unterwegs, aber auch nicht mehr sehr viel. Merin, bevor ich gleich die Folge beenden muss, fürchte ich. Behendigkeit, Geschwindigkeit. Ich glaube, hier aber doch eher ein bisschen Magie-Skills bei dir noch. Ist doch bei ihr jetzt irgendwie Behendigkeit, Magie und Geschwindigkeit. Hat sie sowas? Nee, sie auf Stärke. Ist zwar auch cool. Die Behendigkeit. Ah, ja, aber das seht. Okay. Ja, mit dem versuche ich's. Was sagt das Inventar? Passt es eigentlich soweit? Mehr oder weniger? Die haben mittlerweile schon so viele KP. Ich glaube, ich gebe Timera mal. Moment. Gebe ich mal noch ein Elixier. Oder Heilmittel. Alpha ist auch schon so, der hat schon Elixier. Fogado, Elegard. Bushiro. Nee, das für andere Dinge. Bei ihm ist halt so eine Frage, wa? Krallechin
den Tomahawk raus, weil er damit sowieso selten trifft. Ich habe so viele Charaktere mit Reichweite. Da muss ich ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Weil ich echt Angst habe, dass ich hier drauf gehe. Wir haben noch ein Elixier. Okay. Da passt es aber noch soweit. So. Position ändern. Wir haben dummerweise auch einen Mage. Der gefällt mir gar nicht. Sonst kann ich glaube hier ziemlich viel abblocken. Den Hinterrücks auch angreifen. Fogato Illegato oben ist gut. Das gefällt mir. Hier muss ich vor allem abblocken. Das heißt, ihr bleibt hier unten. Citrin, du kannst hier problemlos da mit Beiläufen kommen, reichweitemäßig angreifen, die alle killen. Dann hätte ich gern noch jemanden. Ja, da ist schon richtig. Ihr zwei auch. Hätte man gerne noch. Warte mal. Ich hätte Diamant. Der hat einen Tomahawk dabei, war? Okay. Lieber gerne auf der Seite. Soll Alfred nach unten abblocken. Ja, ich glaube, das könnte was werden, Freunde. Dann speichere mal wieder und würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Zurück bei Fire Emblem Engage mit der Sidequest, der strahlende Held mit einem Team. Es können durchaus mehr Personen sein, aber es sind schon gute Typen. Durchaus. Vor allem auch gute Embleme, dank DLCs. Was will doch bloß ohne Tiki, ohne der Hector, ohne Edelgard und Co. machen. 3 Ringe weniger, krass ey. Alter Schwede. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.